das ist schon ein bisschen eine Hochkultur einbringen. Na was denn, na was denn. So. Das nächste Lied, meine Herrschaft, ist Musik. Ausnahmsweise. Und ist auch von Karl Hodiner, weil wir schon in Ottakring müssen wir einen Hodiner machen. Und zwar Wern heißt es. Das ist eines der wenigen Lieder, was ich nur auf der Normalgitarre spiele, aber das ist ja wurscht, nicht? Die anderen Seiten können sich dabei ausruhen. Während hat der Karl hat das damals so erklärt, er hat gesagt, er hat das Lied geschrieben. Da singt er von San Francisco und was auch alles Mögliche. Und er hat gesagt, zu dem Zeitpunkt, wie ich das geschrieben habe, hat er gesagt, bin ich nicht einmal noch in Hannois gewesen. und so ungefähr. Aber es trotzdem ist eine leibende Jazznummer eigentlich. Karl Hodiner, das ist 70er Jahre, Wern. San Francisco hast es da nie. Viel Tag erhoben wir, so im Bruder Luft mal lange blasen nicht so mir. Dass ich was so von dir will. Geht ihn nur heim von Bode. Danke für euch. Jetzt wollen wir mal, eigentlich ist es so, im Prinzip, immer wenn wir Lied gespielt haben, trinken wir was. Eigentlich kann man das jetzt vereinfachen. Geht sich schon aus jetzt. Prost, Prost. Jetzt geht es schon automatisch. Jetzt müssen wir nochmal machen an Bieren und Knapp, weil wir haben liebe Motorradfreunde da. Und ja, es ist wirklich, jetzt habe ich mich geoutet, ich fahre lieber Motorrad als Fahrrad. Das ist wirklich bequemer, also das ist meine Erfahrung. Und jetzt müssen wir spielen noch ein Bieren und Knapp. Die Bieren und Knapp haben wir aufgenommen, genau 2 Schallplatten. Das war quasi so wie bei den Beatles, die haben 2 Farben, ne? Das ist eine grüne und eine rote. Und ja. Nein, ich rede von den Bier und Knapp, nicht von den Beatles. Nein, der passt das immer auf ihr Haftel machen. Also. Aber ich gesagt, auch so wie die Beatles, auch in Form. Also eine grüne und eine rote. Hat es gegeben. So. Ja, die Beatles, was haben wir auch mit gehabt, haben wir gespielt, haben wir mit einem Dritten gespielt und der hat irgendwas und der hat gesagt, irgendwas, weiß nicht, da ist ABBA vorgekommen, weiß nicht mehr warum. Und irgendwas gesagt, das ist irgend sowas und nicht sowas wie von ABBA. Und da war aber eine ABBA, ältere Dame im Publikum, das war ein ABBA-Fan.
Na, die hat aus dem Publikum. Ich rede jetzt vom Aber. Ja, ich rede überhaupt nicht zu, gell? Jetzt rede ich vom Aber-Fan, nicht von dir. Aber die hat aus dem Publikum, die ist durch da, die hat den alles Kassen, der Arm ist gestanden. Das heißt, die war nur ein Schmäh. So, da sagst du mir nichts gegen Aber, die hat da Gas gegeben. Und die war beruhigt. Das war Dame natürlich, na freilich. Naja, es ist. Eine Trampe ist schon klar, aber eine Dame. Immer noch eine Dame. Und das war das erste Mal, dass ich ernsthaft überlegt habe, es war gescheit in Zukunft, dass wir mit Security spielen. Weißt du? Wegen der Row Zero. Wegen der Row Zero war das gewesen. Nein, aber also auf jeden Fall kann ich wieder zu Birnen und Knapp zurückkommen. Also grün, in 2 Alben haben sie gesagt. 2 Schallplatten, das war grüne und ein rotes. Sonst war alles gleich, also nicht die Lieder waren schon andere, aber das Cover war alles gleich, aber grün und rot. Ja, und das mitgeschnitten gibt es auch noch. Das ist ja ein heurigen Brot, was du meinst wiederum, das ist wieder was anderes. Naja, ja, gemischte Sauce gibt es auch sicher. Ja, die 2 haben sie auf und dann gibt es ein gemischtes später. Und aus diesen 2 haben sie gemacht eine CD. Aber das Problem ist, auf dieser CD war nur Platz für so und so viele Lieder und zwar waren zu viel auf die Schallplatten und die haben es einfach gestrichen. Genau. Das eine weiß ich nicht auswendig, aber das zweite war just ein Motorradfahrerlied. Also Mopedfahrer. Ja, seine. Manche. Was willst du gegen meine Honda Manke sagen? Ich habe so ein kleines Motorrad, das könnte ich sogar in die Gitarrentaschen reinpacken. Also vorn, wo ich die Gitarre auch noch habe. Also das ist ja. Nein, aber auf jeden Fall ist das Lied, heißt der Mopedstar. Und immer aufgrund von Motorradfreunden muss ich das anwesend, muss ich den natürlich bringen. Und ich habe sich das auch schon mit unterurgiert einmal. Es handelt sich, der Protagonist, der Technische in diesem Lied ist aus den 60er Jahren die KTM Pony. Um die geht es eigentlich. Der Rest ist eigentlich austauschbar, das ist für alle Motorradfahrer gleich gültig. Hellblau. Hellblau. Ja. Allerdings im Lied geht es um eine Weiße. Ja. Das war nur vor eurer Zeit. Ja, in unserem Haus, da wohnen lauter fesche Puppen, auf vielen Wiener Straßen Nummer 104. Ich brauch nur Rahmen mit der Moped hupen. Schon sind die Puppen wie die Bünden vor der Tür. Ich bin der größte Mopedstar, das war ein Pech, wenn ich nicht war. Ich hab eine neue, weiß lackierte Bonne, mit der wäre ich jetzt sagen, was ich kann. Ich hab eine Bonne, ganz eine neue, das Betone. Drum schwingt ihr auf, die Puppe, jetzt gehen wir's an. Nur streckt die Füße nicht gar so aus, sonst kommen wir nicht ums 12er Haus. Zuerst kommt der erste Gang, der hat einen gesunden Klang. Weil meinen Auspuff hab ich längst schon apportiert. Nur wegen der Reinigung und der Beschleunigung. Und wenn man's Auspuff relais so leicht verliert. Schon bei der ersten Kurve steht ein Zeitungsstandl. Da bin ich mit einem 20er Tempo reinbraust. Der Zeitungsstandler, der schon 3 Meter vernandelt. Dabei bin ich schon wieder hinten rausgesost. Und meine Puppe hinter mir, die hat im Ausschnitt ankuriert. Die nächste Puppe ist dort vor, bei uns am Becken. In der Beckenkurve bin ich nicht zum Schlagen. Das muss man sehen, wie ich mich um mit Raumdecken. Dabei ist mir meine Puppen hinten runtergeflogen. Zuerst hat sie nicht halten wollen, jetzt hat sie gekuschelt, ganz verschwollen. Jetzt kommt der zweite Gang und dann der dritte Gang. Wenn ich den einen kick, das hört man weit und breit. Drum schalte ich gerne um fürs werte Publikum, weil mit dem Wirbel hat ihr leider Boot so frei. Ich fahr eine Superfahrt mit meiner Schlurfraketen. Sogar ein Wachmann hat der Luftdruck um die Erde. Dann kommt der Baum, den Scheibenzaun, der hat einen Letzten. Jetzt ist mein Vorderradl hin, die fahr verkehrt. Und beim Portal von unserem Bäcker mit den Stiegen klein der Weg. Jetzt kommt vom 2. Stock ein emelierter Kiwi. Den hat's von oben voller Wasser runtergeschickt. Der Kiwi fällt mir auf die Birne, ich hab einen Kiwi. Jetzt sind sein Kiwi weg, da sieht man nichts damit.
Jetzt rutscht der Rolle bis zum Holz, dann Herre Schäbern, das war alles. Und wie ich aufgewacht bin, in ein Spitalsbett drin, hat mir die Schwester gerade einen Haferschleim serviert. Ich war im Krankenstand und in einem Gipsverband. Ich frag sofort nach meiner Bonne. Ja, was war's denn, die Bellone? Meine Hände können da sein, nur das Moped muss noch da sein, meine Haxen können da sein, nur die Kraxen muss noch da sein. Hoffentlich ist meiner Bonne nichts passiert. Gratuliere dir dazu. Muss ich dir ehrlich sagen? Ja. Dankeschön. Ja, wenn ich schon. Muss ich ehrlich gestehen? Ihr kennt euch aus, ja, ihr kennt euch aus. Auf das muss Das haben wir schon anders gehört. Richtig, jetzt wenn wir ein Lied spielen, wenn man da vorkommt. Bei einer Version ist die Pumpen 20 Mal runtergefallen. Mir ist ihm nicht eingefallen. Ja, wirklich, das war einmal beim Blenden, haben wir das gespielt. Und ich habe das Lied aber nicht abgebrochen. Ich habe gedacht, nein, ich komm wieder rein, ich komm wieder rein. Aber ich schwöre, das Lied hat 5 Minuten gedauert und 3 Minuten davor habe ich 3 Strophen mehr oder weniger in Variablen wiederholt. Also, die Leute haben sich schon angehört, nicht? Keiner hat nicht gewusst, um was es geht. Und ich dachte, ich komme rein. Dann habe ich irgendwann gesagt, bist du was? Ich habe die Lesestrophen zu gesagt, aus. Und ja, ist ja wurscht. Da muss man durch. Ist ja live, ne? Ist ja keine Aufnahme. Live ist live. Was sollst du machen? Ja, wir haben das nächste Lied ist von Ferienwunsch. Ferienwunsch kennt man so jetzt in der Regel eigentlich nicht, aber der hat recht viel sehr bekannte Wienerlieder geschrieben, auch unbekannt, aber halt war sehr seine Hauptschaffenszeit, das ist ein Zenit, war mehr oder weniger die Ende 40er Jahre, 50er Jahre und der hat viel Bekannte geschrieben und das erste Lied, was man bringt, ist eines seiner bekanntesten. Das bekannteste? Eines der bekanntesten Wienerlieder überhaupt, kann man sagen. Und das haben wir mal gespielt, ziemlich am Anfang unserer Karriere. Ich hätte fertig studieren sollen, aber ist ja wurscht. Auf jeden Fall, also zu Beginn haben wir das gespielt und zwar unabsichtlich eigentlich. Da war der Jacques Chirac damals in Wien und der Staatspräsident der damalige von Frankreich und wir wurden engagiert, damit man die Journalisten und Diplomaten aus Frankreich kulturell aufführen quasi. Nicht? Und damals so dem, der das macht, das war der Meier am Vorplatz in Heiligenstadt und ich habe gesagt, wir kennen 10 Lieder vielleicht, nicht 15. Und der hat gesagt, das ist wurscht, das sind Franzosen, nicht? Der spielt und wenn es fertig ist, spielt sofort wieder. Und spielt das eine Lied schneller, das andere langsamer und das passt schon. Nicht? Das ist kein Ding. Nicht? Und ich gesagt, na gut, ist in Ordnung. Nicht? Wir spielen. Und dann sind wir so dann nach Heiligenstadt und das hat nicht lange gedauert. Der Patrick war immer ein scharfer, wie soll ich sagen, ein Gegner, oder zu Recht, also muss ich sagen, bin ich auch, aber er ist recht, ich bin diplomatisch mehr und der Patrick immer mehr direkt. Und sehr direkt. Und das war halt dann, wenn einer kommt und sie zum Beispiel beim Heurigen, was spielst Wienerlieder, und es kommt einer und wünscht sich die Capri-Fischer. dann könnte es gut sein, dass man immer wieder einen Rechtsanwalt braucht. Weil es dann doch zu Handlungen kommt, wo du halt dann einen Rechtsanwalt brauchst. Ich bin immer froh, wenn du so da bist, weil dann fühle ich mich ein bisschen sicherer. Nicht? Ja, habe ich einen Bauchstich frei zum Schluss. Nicht? Und auf jeden Fall, und das kann er gar nicht leiden. Oder was ich, die Stulpen aus Amsterdam. Dass das so nicht, und da wird er ganz scharf. Nicht zu spät. Aber, und da haben wir gespielt, 2 Leute, 3 Leute, und dann ist schon einer gekommen, ist ein Diplomat halt, mit Dolmetscherin, und hat schon gesagt, können Sie das Lied La Vie en Rose? Ne? Und der Patrick gleich, den Scheißdreck spiele ich nicht. Was so richtig übermannt. Das ist ja ganz normal. Ne? Ich fahre auch nicht nach Frankreich und wünsche mir in Frankreich dann meine Mutter war Wernerin. Das ist ja absurd. Schau mal die Musik an, die dort gespielt wird. Inhaltlich hat er recht, wobei ein bisschen Heuchler ist er schon, wie der Karl gesessen ist oder sein Herr da stark wünschen. Das schmeckt er schon. Nein, aber braucht's ihm nicht alles. Nein, aber grundsätzlich hat er recht, aber sein Ort ist das, der ist ein Diplomat, das ist aus, letztens als ein Deutscher einer gekommen und gesagt, spiel sie mal, kriegst du das? Das meine ich. Hätte noch einmal das Wort Deutsch verwendet. Ja. Und jetzt steht sich vor, ich spiele mit einer Anlage.
Stellt euch vor, ich bin ein DJ und leg auf. Da kann ich jetzt anlegen. Nicht? Jetzt spielst du für die Umlauf. Jetzt bin ich, jetzt bist du jetzt sicher so viel wie wenn ich heimgehe. Immer. Und dann machen wir. Jawohl! Getreu wieder an! Ja. Also ich probier's nochmal. Kommt der Deutsche rein? Aber der Deutsche weiß nicht. Der Deutsche einer kommt und sagt, spielen Sie mal, warum ist es am Rhein so schön? Der Patrick sagt, verhauen wir, dann war's das. Ne? Das ist also, das ist halt nicht Diplomatie. Das ist ja wahr. Aber es sind Deutsche da, nein, gell? Ha! Letztens am Markt kommt so ein Norddeutscher, also relativ Norddeutscher, weil für den war der unten mehr Pantomime, das war mehr so, ne, die haben sich gefeiert und erzählt. Und das war halt, und der kommt und nein, du Scheiße, ich spiele nicht, und fängt zum Spielen an und spielt. Und ich denke mir, das ist eh leibend, aber mir sagen diese Lieder nichts, was du da, oder diese Akkorde, oder was der halt spielt. Was so richtig, was er dann Schell geht, dann rot und dann gespielt. Und dann haben wir da, hey, lass mich mitspielen oder mitsingen, oder was machst du denn? Und ich sag, ein Medley! Nicht? Und ich sag, super, wir kennen kein Medley. Aber ich! Und dann, ein Medley, ja, ein Medley. Ja, das hätte man in der Schweiz machen können. Medley, Bibel, Medley. Also eigentlich ist er für uns lieber Medley, ehrlich gesagt. Medley. Gut, man kann auch sagen Potpourri. Potpourri sagt man auch. So, aber einen deutschen Begriff gibt es nicht für sowas. Ja, gemischter Satz könnte man wieder sagen. Aber Medley oder in den alten Schallplatten steht dann immer ein bunter Strauß an Wiener Melodien. Nicht oder sowas. Aber du denkst du, man sagt, wissen Sie was, ich spiele nicht Lagia Rose, ich spiele in einem bunten Strauß an Wiener Melodien. Hätte er gesagt, ach schön. Aber nein, der Patrick, nein, den Scheißdreck spiele ich nicht, ich kann es nicht spielen. Jetzt ist spät, Patrick, 30 Jahre. Und auf jeden Fall denkt man sich, aber spielen darf ja, das nicht. Nein, also nicht beim Heurigen. Und jetzt hat er dann halt so ein Mädel und hat angefangen. Und dann habe ich gesagt, erst eigentlich die Nummer gut. Und dann hat er dieses Lied von Ferry Wunsch, eines der bekanntesten Wienerlieder, angefangen. Und dann haben wir das gespielt und sind draufgekommen, eigentlich kennen wir das. Wir haben das aber nie geübt, gelernt, gespielt so, aber wir haben sowohl den Text kennen als auch die Melodie, weil das so eingängig ist. Und irgendwie haben wir das auf einmal gespielt. Und seitdem spielen wir es so, mittlerweile allerdings spielen wir es wirklich richtig. Das ist vielleicht der Unterschied. Bist du sicher? Naja, aber mir auch nicht, nur ihm, nicht mir was. Und jetzt noch heute spielt wie Crossroads oder so. Aber auf jeden Fall, das Lied wird es erkennen. Ferry Wunsch. Was ist denn etwas, was ist denn etwas geschehen? Jetzt sind sie überfüllt, die Ohren des KW. Ein Schaffner bin ich froh, der schließt vor lauter Blut und sagt mir, wer den Grund für diesen Feiertag. Hey, komm mal den Grillner Vorlag noch mehr, den tut was sonst, du musst wäre statt zu gehen. Hören dann die Schrammen und singen dazu. Leil, Bändel, ich kriege gar nicht nur. Hinter der Bahn steht Gott einmal im Koch. Für wieder anstehen, ich wär nicht auf Bluch. Der Petrus im Himmel schaut runter auf mich. Wer leid, wer freit, aber da liegt was drin. Der Petrus sagt verschwitzt, wie er beim Herrgott sitzt. Die Engel nicht begehen, auf Urlaub fahren nach Bern. Der Herrgott sieht das heim, drum sagt er einen Teil. Und unterscheidet für den Engel einen Urlaubsschein. Heißt, kommen die Engel auf Urlaub nach Bern. Den tut was sonst, drum aufs Bären statt zu gehen. Hören dann die Schrammen und singen dazu. Leil auf ein Bändel, die kriegen gar nicht nur. Hinter der Bahn steht Gott aber und Loch. Für jeder Raste, die Wehret auf Druck. Der Petrus im Himmel schaut runter auf mich. Wer leid, wer freit, aber da liegt was drin.
Seid am Wohl, weil jetzt, wenn wir, jetzt, wenn wir religiöse Lieder spielen, das war schön. Ja, das spielen wir gleich wieder einen fairen Wunsch. Der nächste, das ist auch so ein Erlebnis, da wir haben am Anfang gespielt, sehr viel so, also viel, aber doch vereinzelt in so Touristenheirigen, wie man heute so sagt. Weil es war für uns leibend, wir haben dort spielen können, nicht? Wir haben uns ein bisschen die Hirne abstoßen können, ein bisschen Geld verdient, was trinken können und so weiter. Und für das war es wurscht, weil die waren eh nicht mehr gekommen. Nicht? So eine Win-Win-Situation, nicht? Für alle. Nicht? Die waren auch mit da und das war's. Das war's, nicht? Und da haben wir eine Situation gehabt, da haben wir so gespielt, das am Tisch ungefähr, ja, die Entfernung ungefähr, wo der Michael sitzt, da so, ist gewesen, ist gesessen ein Ungar mit einer ganz Schiebe auffällig jüngerer Dame. Hoffen. Ja. Das war nicht gut. Na, und der ist irgendwann zu uns hergekommen und hat gesagt, Sie spielen so schön die Musik, können Sie spielen Lieder für Frauen mit Herz. Da habe ich gesagt, das Alter, wir spielen Wienerlieder, da singst du von weiter vom Tod oder sowas. Die Liebe ist bei uns nicht Thema. Es ist, ja, gibt schon, was weiß ich, bei Alte sauft so viel wie ich voll hat mein Essen. Mein Alte hat mich schier gemacht. Ja, die Alte schauen mich nicht so deppert an. Aber etwas anderes gemeint, weißt du, da habe ich gesagt, so Liebeslieder haben wir, und der hat keine Ruhe gegeben und ich habe so gespielt, verschiedene, ich habe dann schon knuschelt, so melancholische Lieder knuschelt, in der Hoffnung, er versteht es, habe ich gesagt, das ist ein Wienerlied. Und er hat gesagt, nein, das ist nicht auf den Leim gegangen. Und ich habe gesagt, das ist sehr schön, was sie spielen, aber bitte für Frauen. Und hat immer Zeit dann auf seine Puppen, was da gesessen sind. Nicht so. Und dann ist uns aber direkt in die Idee gekommen, ist uns ein faire Wunsch eingefallen. Da habe ich gesagt, na klar, da spielen wir mal das Wienerlied, da haben wir gespielt, stellst du mir eine Rose in den Stall. Der braucht ein bisschen, gell? Ja, Stütz an eine Rose in den Stall, und kriegst zum letzten Mal, sage dann hängst das Geschirr an der Wand, und kriegst ein Häuf, dann kommt der Abschied für uns wenn's meine Bäckchen ist, stützt das wo ihnen nicht, damit es niemand schon weiß hängt's an die Tierschluss, dann sagt's mir endlich los, weil ich jetzt nimmer so die Vorheit kenn. Die letzte Fuhr, das war kein Fahrt ins Paradies. Das hab ich kommen gesehen und das war mir gewiss. Die Rosen niemand so wie früher mal am Strand. Die Hochhang, die Jungen, wie ein Abschiedsgesang. Sie waren mein Stolz, die Rose und auch mein Freund. Heute drinnen Dradeln schon oder wie die Zeit. Stütz an eine Rose in den Stall, heute kriegst du am letzten Mal, sag ich Hoben und dann hängt's das Geschirr an die Wand, heute kriegst du ein Häuf davon, dann kommt der Abschied für uns drei. Wenn's mir die Bettchen will, stellt's mir's wo ihnen nicht, damit ist niemand schon eins sehen. Hängt's an die Tierschluss, dann sagt's mir endlich los, weil ich
immer wenn ein Rost vorkommen, siehst du, das hättest du fast vergessen jetzt, gell? Ja, nein, da muss man schon auch mitdenken bei einem Konzert der 16er Buam, weil sonst vergisst es Trinken. Das ist immer ganz gefährlich. Jetzt machen wir noch die Trilogie fertig und machen noch einen Ferienwunsch. Und zwar eine unbekannte. Eigentlich eine sehr unbekannte Nummer. Und diejenigen, die das Lied kennen, glauben, dass das vom Hodener Korn ist, oft, weil es der Hodener auf seiner zweiten Schallplatte damals aufgenommen hat. Das waren also Jazzig-Nummern, obwohl tatsächlich älter wie die Russ sind. Weil Ende der 40er Jahre hat er das geschrieben. Und relativ unbekannte jazzige Nummer, tatsächlich auch vom gleichen Komponisten wie die vorherigen zwei. Und da sieht man, was für eine Bandbreite so ein Komponist mitunter drauf haben kann. Schöne Nummer, muss ich sagen, ich muss mich direkt zusammenreißen, weil es schön ist. Aber mit einem sehr, sehr eindringlichen Text. Beim Wein darfst nicht fad sein. Also ich spiele hier Intro, oder? Ausnahmsweise. Beim Wein darf's nicht fad sein, beim Lied muss schön stark sein, sonst hast du die halbe Freude. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln lieb sein. Tust das nicht, tut's dir später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal einmal am schnellsten verfliegt auf eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein. Lass es an, weil sonst fliegst du davon. Am schnellsten verfliegt auf eine glückliche Stunde. Drum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, muss schön stark sein. Lag es an, weil sonst fliegst du davon. Danke vielmals. Ist schon erstaunlich, gell, was ein Komponist auslässt, für unterschiedliche Nummern. Das ist halt, ja. Bandbreite ist schon Wahnsinn gewesen. Es ist halt jetzt so. Weil der ist schon gegangen, ich glaube, das ist Pause. Ja. Du, wie gesagt, wir spielen ja gar noch aus, ich mag's nicht glauben. Wir schaffen alle. 30 Jahre Erfahrung. Es gibt Hartnäckige, aber die schaffen alle. 29 Jahre.
Entschuldigung, 29 Uhr. Da bin ich wie die vom Acker. Ja, wie die Acker-Fan, ja. Ja. Werden wir nicht korrigieren, gell? Egal was er Retterblatt über mich korrigieren haben, gell? Das ist auf jeden Fall wichtig. Ja. Aber der Hinweis ist trotzdem nicht ganz unrichtig, weil wir jetzt mit dem nächsten Lied eine kleine Pause einleiten werden. Ah gut, nicht lange, eine Stunde, 2 höchstens. Maximal. Und es ist ja für viele eine Rauchpause. Und daher wäre ein passendes Lied, ich habe es geschrieben vor einigen Jahren, da haben wir im Patrick seinen Lifestyle, wie man so sagt, haben wir damals hergenommen, und da habe ich ein Lied drauf geschrieben, mehr oder weniger. Das Lied heißt Wurzeln an Bötszungen. Und ich muss aber dazu sagen, es ist wichtig, bitte, weil es fängt mit einem Huster an. Und der Huster gehört zum Stück. Das ist ein avantgardistisches Stilmittel, das man da hat. Ich sage es deswegen dazu, weil, wenn wir es nicht dazu gesagt haben, da haben die Leute oft reagiert, weil sie glaubt haben, wir kollabieren. Ja? Und dann sind also Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet worden mitunter. Und es ist ja beim Heurigen zur vorgerückten Stunde, wenn da wer helfen will, ist ja nicht so, dass man charmante junge Damen auf einen zustürmen und sofort, ich werde sofort die Beatmung übernehmen. Nein, da kommen. Was, sieht der weg, sieht er wirklich mit einem Schal, das ist was ganz anderes. Aber ich meine, da kommen überhaupt keine Damen, da kommen ja solche her dazu. Ja? Ich meine, ich schätze dich, aber ich will kein Puzzle von dir, verstehst du? Aber, was die ja, gib mir noch 2 Wochen lang. Nein, das ist schon schwierig, weil die kommen ja auf einen zu. Weißt du, die haben jetzt schon Gurkensalat mit Nofe reingehauen oder was? Das Hämmertsche Ofen, kein alle 3 gleich außer wie eins. Gut geht halt drüber, lass dich vorbei beim immer Motorbootschein, weißt du, das ist irgend sowas. Und dann reanimieren sie das. Das ist nicht leibend. Weil ich meine, das ist zugegeben, die wecken Tode auf, aber wenn du lebst, bist du hin. Da haben wir mal zwei Damen sitzen gehabt. 2 solche Damen haben wir sitzen gehabt, ja. Und die Bachhändel haben es gehabt im Staniolpapier, nicht? Mitten von uns haben sie eingehabt, die haben es ausgepackt, haben sie die Alufolie als Rettungsdeckung, sonst nicht drüber. Also, Fettflecken haben wir gesagt. So ungefähr. Und darum sage ich jetzt immer dazu, das Lied fängt wieder an Wurst an. Bitte um keine Reanimierung. Es geht uns gut. Aber sollte die Husterei mehr als 5 Minuten dauern, dann kennt schon was sein, das was nicht wird. Das war Hilfe dann, das war Hilfe. Ja. Also mit dem gehen wir dann in eine Pause, das war nicht so toll gefallen, wenn es nachher nicht mehr da war, dann weitermachen. Gell. Also Wurzeln an Bötszungen, eine Eigenkomposition, also wir keine langen Haare mehr. Er trägt sein Haar heute offen. Im Gesicht. Ja. Nicht gleich beim Platzentisch da, nicht? Das ist schön gemacht. Bist du bereit? Warte, was nächstes? 4 Vierteln und ein Backel Gin, das ist mir Ration. Durch Obstler Wodka Gin krieg ich mehr Inspiration. Hier kommt vorher nur eine Spur, wirkt sich das aus auf meine Figur. Von dem Leben hab ich schon genug, wenn ich aufwach in der Früh. Von dem Leben hab ich schon genug, wenn ich aufwach in der Früh. Mit einer Ruheslungen, Bötszungen, Schädel wieder zu. Und Weh und Bussen und eine ähnliche Frisur. Mir ist schlecht und ich schwitz, alles war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witzen, nur ein Achtel Schlierwitz. Dagegen hilft kein Witzen, nur ein Achtel Schlierwitz. Ein Doppler ist ein Kinderspiel, da denk ich gar nicht nach. Kann ich mal keine Harzen, ist das der ärgste Job? Ich komm darauf, wie füll ich's auf, behindert an meinem Blutkreislauf. Und ich spür mein Lebenslauf, wach in der Früh auf. Und ich spür mein Lebenslauf, wach in der Früh auf. Mit einer Ruheslungen,
Hals, Zungen, Schädel wieder zu. Mann, weh und Husten und eine ewige Frisur. Wie schlecht und wie schwitz, alles war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlillerwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlillerwitz.